fällt mir da auf. Das ist Kollegen. So, geht's jetzt? Nee. Warum hört man mich dann jetzt nicht? Was könnte man dann hier noch machen? Der Podcaster. Gute Frage. Ah, jetzt hört man mich. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt läuft. Also erstmal vielen Dank. Keine Ahnung, hier ist vielleicht irgendwo Wackelkontakt drin. Ich habe hier so Lautstärke, also so Mikrofonverstärker dazwischen geschaltet. Und der wackelt manchmal ein bisschen. So, aber wenn man mich jetzt hört, dann bin ich jo hochzufrieden. So, jetzt muss ich mir nur mal überlegen, wie war das? Hier hoch jetzt? War das hier? Nee, warte mal. Ah, da vorne war das. So, dann gehen wir jetzt in die Eingangshalle. Ach so, vielleicht sollten wir jetzt noch mal mit dem Zwiebelritter sprechen. Vielleicht
Hat er jetzt noch mal mehr zu erzählen? Das war hier hoch. What's on your mind, friend? Wait. You defeated Ja, war halt hier Thema, oder? I'm saved. Take this as Windswesenring. next time. Kann der was? But be warned. Next time. But be warned. Next time. Gut, was ist das für Ringeldre? Kleine Zunahme von TP. Ist das? Vielen Dank für den Sub. Vielen lieben Dank. Ist das quasi kontinuierlich, dass das wieder hergestellt wird? Warte mal. Anzeige umschalten. Der Ringer gewährt kleine Zunahme von TP. Die sind gewährt mächtige Kräfte erhöhen. Naja gut, wir können sie mal ausprobieren. Nee, ne, das ist quasi jetzt einfach einmalig ein halber Zentimeter mehr Energie. Das lohnt sich so genau gar nicht. Machen wir den schön wieder weg. Schnappe uns den Wolfsring. Abfahrt. So, jetzt gehen wir in die Haupthall. Da sind ja auch ein paar größere Ritter rumgeschlappt. Da müssen wir mal gucken, ob die was können oder ob wir uns an denen vorbeischleichen müssen. So. Und zwar müssen wir hier runter. Jetzt gucken wir mal. Ist das? Was? Was soll denn das heißen? Ich fühle, wie der schwarze Augapfel erbebt. Ah, ja, oder? Wow. Kommt der hier hoch? Dass der überhaupt die Treppe hochkommt, so breit wie der ist. Jetzt fällt er runter. Naja, gut. Also ist mir jetzt erstmal recht. Ich sehe nichts. Der hat aber auch böser Schlag am Leib. Was ist das? Hat er sich jetzt geheilt? Ja gut, das wäre jetzt scheiße, ne? Ne, andere Richtung, Rolle. Andere Richtung. So ist die Tür, die ich aufmachen wollte. Ja gut, dass die sich heile konnte, jetzt auch keiner damit rechnen, ne? Ärgerlich. Anor Londo. Nach Titanitt-Dämon laden. Müssen wir den ganzen Shit noch mal machen. Warum hänge ich jetzt fest? Aber du... Ah! Du warst zwei. Ja, nicht, dass der andere hier getriggert wird. Oh, das war knapp. Wäre es fast schon wieder vorbei gewesen, ne?
Wie viel lange Leitung gehabt, der Kollege? Es wäre halt geil, wenn man auch die Estos Flakons irgendwie ein bisschen aufleveln könnt. Weil, ich muss eigentlich viel zu viel von den Dingern nehmen, um meine Gesundheitsleiste wieder aufzuleveln. Drachentöterpfeil. Also ist der Drachentöterpfeil jetzt auch wirklich quasi so, dass der gut Schade geht Drache macht, oder ist das eher so Marketinggeschichte? Weil ich muss hier noch den eine Drache, den großen auf der Brücke machen. So Zwiebelredäsche, dann eine Halle mir uns noch umholen. Ist der Zwiebelritter eigentlich so, wie soll ich denn sagen, ich habe hier die Rüstung von dem. Wenn ich die Rüstung jetzt anziehe, ist, tut er da noch mal irgendwie andere Sachen sagen? So nur dem Motto, ihr seht ja genauso aus wie ich oder so? So, jetzt hatte mir gesagt, den schnappen wir uns. Wow, wow. Ich will hier nichts sagen, der Zwiebelritter ist natürlich auch sehr hilfreich, ne? Also der guckt sich die ganze Geschichte hier in Ruhe an. Und ignoriert komplett, dass ich ihm hier gerade helfe. Eben hat er noch was gesagt von, ja, hier brauchen wir 5 Leute, 5 Ritter brauchen wir. Und dann hilft er mir noch nicht immer. Ein bisschen traurig eigentlich. So, wo kam er hier noch mal raus? Ah, bei dieser Wendeltreppe hier, genau. Wenn wir hier runter gehe und dann kommen wir hier wieder zum Leuchtfeuer. Das ist gut. Dann können wir hier, ist das hier? Genau. Dann hocken wir uns hier nochmal kurz hin. Ich glaube, zum Aufsteigen brauchen wir, ja, oder brauchen wir mehr, okay. So, dann haben wir nochmal volle Ladung. Und dann gehen wir in die Eingangshalle. Das mit dem Backstep, manchmal klappt das irgendwie nicht so gut. Das habe ich auch noch nicht so ganz... Aber stopp, du Ware, irgendwie gehe ich schneller. Ja. Kommst du vielleicht hier raus? Gehen wir hier immer um die... Ich würde den gern von hinten... Ja. Kommen wir jetzt irgendwie hinter den? Geht doch jetzt bitte mal von dieser Säule weg. Ja, so jetzt ist besser. Oh, ich habe jetzt eigentlich einwandfrei hinter dem gestanden, schon wieder, ne? Oh, den hat er... Nimmst du bald das Schild hoch? Scheiße. Also ich glaube, es ist tatsächlich besser, hier in den Raum reinzugehen, weil der hier, der ist ja so ein bisschen tagträumerisch unterwegs. Der reagiert hier quasi gar nicht, wenn ich hier in den Raum gehe, solange ich nicht einfach press vor dem stehe. Aber ich kann jetzt auch halt wirklich nicht erkennen, dass ich jetzt irgendwie mehr hinter dem gestanden hätte als davor, als er diesen Backstep nicht gemacht hat. So. Ach so, mir hätte jetzt eigentlich noch mal mit dem Zwiebelritter sprechen müssen, ne? Ach komm, machen wir. Oder habe ich das gemacht? Ne, habe ich nicht gemacht.
Weil, ah stimmt, du war hier noch eine. Aber der Suxi war noch tot. Jetzt habe ich viel weniger hinter dem gestanden als vorne dran, wo er diesen Backstep nicht gemacht hat. Das verstehe ich nicht. Guck mal, ich muss glaube ich 4 oder 5 Flaschen nehmen. Ne, 3 habe ich jetzt genommen. Aber gut, ich hatte auch noch ein bisschen Energie, um diese Energieleiste wieder aufzufüllen. Der war gut von ihm. What wait? I've been warned. Next. So, das war's, glaube ich, ne? Gut, also zurück in die Eingangshalle. Jetzt legen wir unser Safe Game an, dass, wenn was in die Books geht, dass wir das nochmal üben können. Und zwar müssten wir halt gucken, dass wir entweder den einen so schnell kaputt machen, dass, wenn der zweite kommt, der kaputt ist. Alternativ wäre es auch okay, wenn man geht den kämpfe und der andere nicht getriggert wird. So, jetzt gucken wir mal. Enten, okay. So, dann machen wir hier Import. Rename. 07. Eingangshalle. Okay. Fortfahren. So. Wo ist denn der andere Kritter? Der ist hier. Man könnte... Warte mal, unter drüber. Da ist noch einer auf dem... Links. Okay. Das mit diesem schwarzen Auge... Verstehe ich noch nicht so ganz. Alter, jetzt kommen beide auf Emo. Springen die jetzt wieder runter oder kommen die, die gehen jetzt zurück, ne? Okay. Der N springt runter. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ja, durch die Säule durch. Ey, du könnt ich so kotzen bei in den ganzen Dark Souls Spiele. Stopp, das ist die falsche Richtung. Ah. Wer schießt denn hier eigentlich Pfeile? Und von wo? Ich kann das gar nicht aufmachen, die Tür. Ah, doch, hier wahrscheinlich. Gut, wir können hier natürlich auch also Hinterherlauf spielen. Hier war aber 8, wo gehe ich, ne? Gut. Grundsätzlich sind das sind jetzt die 2, die vor der Tür gestanden haben, ne? Ich glaube schon. Ja. So. Wie machen wir das dann jetzt? Ich würde halt schon eigentlich ganz gern wissen, wie soll ich denn sagen, was die 2 Gegner da drin bringen an ich sehe nichts. Hier rein kommen die bestimmt eh nicht. Oder? Kommen die hier rein? Das ist doof. Aber es ist nur einer von denen 2 hinkommen, ne?
Was war das da mit der für Angriffe, ey? So, wenn wir uns jetzt anschleichen. Ach so, gut, Backsteppe werden wir die so oder so nicht können, ne? Stark. Echt nix? Wenn ich halt wüsste, dass die eh nicht viel gäbe, also keine Ahnung, sagen wir 1000 Seele oder so, und aber jetzt keine Items oder irgendwie sowas, was man gebrauchen kann, dann würde ich da halt einfach an denen vorbeirennen und dann wäre es gut. Aber das, ja, jetzt heilt er sich wieder. Warum habe ich in dem jetzt meine schwere Angriff quasi durch die Beine durchgemacht? So, wie viel gibt der? 3000. Ja gut, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man ehrlich ist. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, jawohl. Stopp mal. Jetzt bin ich genau in diesen Pfeilring gerollt. Ich könnte kotzen. So, was lernen wir da draus? Wir gehen gleich oben rum, die andere Seite runter und machen zuerst die Flitzebohrmeister kaputt. Ja, keine Ahnung. Brauchen wir die 6000 Seele? Wahrscheinlich nicht. Waren hier oben auch noch irgendwelche Gegner? Ey, ich verstehe das nicht, warum der manchmal diesen dummen Backstep nicht macht. Ja, jetzt macht er den. Ich habe doch jetzt viel weniger hinter dem gestanden als davor. So. Ah, okay. Ja, gut. No, fast wäre ich runtergefallen. Kommt der komplett hier hoch? Ne, der geht jetzt wieder runter, ne? Ach, guck mal einer an. Hier kommen die jetzt so komplett hoch. Und auf der anderen Seite fallen sie wieder runter, oder was? Ah, ne, der hätte nur Fallschade kriegt jetzt. Ich hätte Fallschade kriegt, unter Garantie. Naja.
Ja, ich hab Fallschade gekriegt, hab ich schon gesagt. Wie ist denn der jetzt so schnell hierher kommen? Jetzt rennen wir hier hoch. Mein Ego gebietet es halt leider, dass ich jetzt die 2 kaputt mache. Aber eigentlich ist es Schwachsinn, ne? Ah ja, klar. Durch... Ach komm ey, Schnitzgebock, nee. Durch die Treppe durchgeschlagen. Keine Ahnung, gerade nicht oder was das ist. Einfach so durch. Jetzt rennen wir dorthin zum Leuchtfeuer. Oder dort unten. Ich glaube, man muss aber zuerst das Rondell runter machen und dann konnte man erst ans Leuchtfeuer, oder? Ich meine, so wäre es irgendwie gewesen. Up. So, dann geht's zu den Bossgegner. Aufsteigen. Warte. Bevor wir jetzt hier aufsteigen, gucken wir mal waffentechnisch. Der Drachenzahn hier, der braucht was für Werte? 40. Haben wir natürlich nicht. Gut. Das heißt, da fehlen uns noch 3 Level, glaube ich. Ja, noch 3. So, Waffe verstärken, gucken wir mal. Ah, okay, den könnten wir noch mal verstärken. Fehlen uns jetzt 10.000 Seelen. Naja. So, jetzt ist die Frage, ist es besser, wenn wir agil sind bei dem Bossgegner? Das sind ja, glaube ich, 2. Oder ist es besser, wenn wir tanky sind? Ich würde sagen, wir probieren das zuerst nur so. Und gucke, wie es läuft. Die 2 Wache hier, die 2 Wache-Ritter, die große, die sind aber, also die kommen immer wieder, ne, wenn man die umbringt. Oder bleiben die weg, wenn man die irgendwo gekillt hat. Das wäre halt schon irgendwie interessant zu wissen. Weil ich habe jetzt nicht wirklich viel Gelegenheit, jetzt noch irgendwas zu machen dann vor der Nebelwand, ne? Weil die wäre dann schon relativ schnell angehupst komme und mich kaputt machen. Ach so, jetzt ist natürlich, ach, da oben der Schießwütige wieder da, ne? So.
Ich würde mir jetzt nämlich hier gerne Spielstand importiere. 08 Vorboss. Okay. Gut, da hätten wir jetzt theoretisch Zeit, uns auch nochmal eine Rüstung anzuziehen. Wow. Wäre halt schon geil, wenn man den Backstabben könnt. Vorbei, Scheißdreck. Kurz. Ich sehe nichts. Wow, das war knapp. Au! Die folgen mir auch noch, die Blitze. Ich bin nicht jetzt in... Nee, ja, ich bin in der Sackgasse. Shit. Shit. Ich seh nix. Ah! Ah! Ich mache so wenig Schade. Ach so, shit, ich habe jetzt nicht auf Lade gedrückt, ne? Ja. Dumm. Vor Boss Load. Ja, jetzt, man könnte natürlich schon mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hingehe, die Ausrüstung ändern. Hier nix. Ich sehe nix.
Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch besser ist, wenn er ein bisschen agiler ist. Kann man hier vielleicht irgendwie, so wie Giftschade aufs Schwert drauf packe? Dass man dann quasi über den Weg vielleicht so ein bisschen mehr Schade raushaut? Lockt Phantome aus anderen Welten an. Schleunigt vorübergehend die Ausdauerregeneration, Brandbomben. Einzige, was man sich überlegen könnte, ob man ein bisschen Goldharz auf unser Schwert drauf mache. Shit. Jetzt bin ich in der Ecke ingekackert. Ja, mit dem Goldharz schon ganz geil. Aber mir brauche zu lang, bis wir diesen Ornstein plattern. Oder ist es so, dass man vielleicht besser den Dicke kaputt mache? Weil wenn wir die andere Rüstung anziehen, dann können wir uns hier quasi gar nicht mehr bewegen, ne? Die hier. Was geht hier noch? Warte, dann packen wir jetzt nur noch das Goldharz drauf. Man hat halt wirklich wenig Zeit, Heiltrank zu nehmen, ne? Sollte ich vielleicht mal ausprobieren, mehr schwere Angriffe zu machen? Die machen ein bisschen mehr Schade, weil die jetzt sind auch sehr ausladend, ne? Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mich zwischendrin trifft, relativ groß, würde ich sagen.
Sollen wir das Goldharz vielleicht hier reinlegen? Vielleicht können wir dann während dem Kampf irgendwann noch Mono leer. So, jetzt bin ich nur wieder im Arsch. Ja, dieses Angedäsche ist so scheiße. Man sieht halt dann kameratechnisch auch immer nichts. Ich würde, ach, keine Ahnung, so schwer. Ich meine, ja, mir nehme dann schon weniger Schade, aber wie viel weniger Schade ist das eigentlich wirklich? Ach so, jetzt habe ich das Goldharz nicht gemacht. Wie dumm. Ich sehe nix. Nee, das ist schon mit der Steinrüstung oder mit Havels Rüstung schon besser. Ich mache jetzt mal ein neues Save-Game, da ich das nicht jedes Mal neu machen muss, wo ich mir die Rüstung anziehe und die, guck mal, jetzt ist das hier aber schon wieder. Ah, das glaube ich jedes Mal, wenn ich die Szene wechsle und dann packt er hier die Gesamtpunkte. Trainingspunkte. So. Habe ich jetzt auf Lade gedrückt? Natürlich nicht. So, Load, Save Game, fortfahren. So, jetzt ziehen wir die Havel-Rüstung an. Maris Goldharz drauf. Jetzt tun wir hier ein neues Save Game anlege. Replace. Zack. Fortfahren. Da müssen wir das nämlich nicht immer wieder machen. Dann nehmen wir von dem grünen Shit. Schön Trogering gepfiff. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht doch besser ist, den Digito zuerst zu machen. Gefühlt, du mir bei dem auch mehr Schade machen, ne? Oh, ja, 127, 218. Gut, also neuer Plan. Wir machen den Dicke zuerst. Weil der Anne, wenn wir nur den Hund ganz allein, ich glaube, den kriegen wir relativ gut gemacht.
Ja, du warten mal bis er dasht, dann gehen wir ein bisschen seitlich, dann dasht er vorbei, dann können wir ihm 2, 3 Schläge geben. Das müsste eigentlich hinhauen. Das müsste eigentlich klappen. So, jetzt gehen wir hier hin, passen wir auf. So, wo ist dann hier? Hier Dunnekram. Schwertchen buffe. Abfahrt. Ja, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Ach, der mit seinem scheiß Blitz und Däsche. Kriegen wir das hin, dass wir den Smaug, also den Dicke, ich glaube, das ist Smaug, dass wir den kaputt bekommen, bevor der Anna Gas gibt. Also, oder... Ja, das kann ich halt auch knicken, ne? Mir brauche ich schon... Weiß ich nicht. Wie oft habe ich den jetzt getroffen? 2, 3 Mo. Da haben wir 15 Schläge, werden wir brauchen. Denke ich. Und so schnell bekommen wir den jetzt dann auch nicht down, dass uns der andere nicht hier irgendwie in die Parade fährt. Wo ist dann jetzt... Nein, das ist unfair. Seh nix, seh nix. Ich komm nicht raus. Seh nix. So, der wäre weg. Nee, was? Wo ist er jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Ah! Ist der größer, war? Ist es vielleicht dann doch besser, dass man den Ornstein zuerst macht, oder wird der Anner dann genauso groß und eklig wie der hier?
Guck mal, das sind jetzt ganz neue Marotte wieder. Also das ist jetzt komplett anderes Moveset sozusagen. Weil er jetzt gemerkt hat, oh scheiße, der ist uns näher gekommen, uns kaputt zu machen. Jedes Mal läuft er auf mich zu, macht seine Dash, wenn ich dann ein bisschen clever bin, an mir vorbei und ich kann ihm 2-3 Schläge geben. Und jetzt auf einmal schickt er den an hervor und macht hinter seine Blitzrotz. Gut, die Problematik haben wir dann im tatsächlichen No-Death-Run nicht. Auch klar. Weil dann können wir den nur irgendwo sehen oder der No-Death-Run ist vorbei. Genau, das hat er immer gemacht. So, jetzt wäre es quasi an der Zeit, dass man mal was trinke. Und das ist halt die Rotze an der Stelle. Du kannst quasi nie was trinken, weil du kriegst immer die Hucke vollgeschlagen. Wie ist denn der Anna jetzt? Nicht, bleib jetzt da! Hör auf! Naja gut, er wird dann schon auch ein bisschen mehr aggro. Och, warum kann der eigentlich in der Luft schwebe bleiben? Hey, ich glaube, ich muss mir ein Video angucken, wie ich die machen kann. Wie ist denn das eigentlich? Ja, durch den Anna durchgeschlagen. Der hat keinen Schade genommen. Geil, ne? Wenn ich jetzt dem schon in der ersten Phase Energie
ziehe, geht der dann in die zweite Phase mit dieser minimierter Energie oder baut der die quasi, regeneriert der die für die zweite Phase nochmal komplett? Der zweite, der übrig bleibt. Brandbombe. Ja, mein Kind halt davon diese Jaure-Kügel ja was drauf schmeiße. Das ist auch geil, ne? Getrocknete Finger sollte nur mit äußerster Vorsicht angewendet werden. Und was es macht, weiß kein Mensch. Ich meine, bis mir die vergiftet haben, so geht natürlich, also keine Ahnung wie viel Zeit ins Land. Seh nix. Orn, Steen und Smaug. Brauche Tipps, sieht doch gut aus. Halte Abstand, spiele geduldig, das ist ein Scheißtipp. Das ist kein Boss, bei dem du allen Angriffen ausweichen willst. Mhm. Du solltest im Grunde aus der Reichweite eines Angriffs sein, damit du dem anderen bei Bedarf ausweichen kannst. Wie hilfreich ist denn das jetzt, ne? Wenn ich aus Reichweite bin, dann kann ich ja auch den nicht treffen. In der ersten Phase konzentriere dich auf Ornstein. Ich nehme an, du würdest lieber die einfache Version dieses Bosses bekämpfen. Okay, das habe ich dir schon gesagt, dass das vermutlich besser ist. Reise um die Arena und versuche die Säulen zu nutzen, um sie zu trennen. Und setze 1 oder 2 Treffer bei jeder Gelegenheit, aber werde nicht gierig. Sobald du ihn getötet hast, hast du 2 Optionen. Scheißmodus und normalen Modus. Aha. Im Scheißmodus kannst du ganz nah an der gegenüberliegenden Seite einer Säule von Smaug stehen und ihn dazu bringen, zu versuchen, dich durch die Säule anzugreifen, anstatt um sie herumzulaufen. Offensichtlich musst du den Angriffen ausweichen, aber sobald er sich erholt, kannst du ihn treffen. Wenn du es auf die Normalweise machen willst, ist es der beste Rat, den ich dir geben kann, dass du, wenn er seinen Aufladungsangriff macht, so spät wie möglich zur Seite ausweichen solltest. Mhm.
Ja, ich weiß nicht. Also ich fand die Tipps jetzt nicht so hilfreich bisher. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, fand ich die Tipps gar nicht mal so gut. Gut, sagen wir mal so. Da es vielleicht sinnvoller ist, den Ordensdienst zuerst kaputt zu machen, das haben wir ja schon mal, wie soll ich denn sagen? Das haben wir ja schon gedacht. Es stellt sich nur die Frage, wie wir das jetzt so sicher hinbekommen. Dass wir hier ach, den Dash habe ich eben nicht gesehen. Kannst du den jetzt mal anvisieren? Wenn ich jetzt Goldharz drauf mache, macht er wieder irgendeinen Angriff. Ja, ich bin zu früh gesprungen.
muss halt innen drin dodgen, da ich die Möglichkeit habe zu schlagen, ne? Ja, das habe ich halt befürchtet. Ich habe auf Springe gedrückt, ja, die also die Ausdauerleiste verliert. Also das habe ich halt befürchtet, wenn ich quasi, wenn er diesen Angriff macht, wo er so von Pfanne haut und ich innen rolle, dann trifft er mich trotzdem. Das habe ich quasi befürchtet, aber ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass es nicht so ist. Ja, die Hoffnung ist wohl enttäuscht worden, ne? Die Hoffnung ist wohl enttäuscht worden. Ach, warum muss der immer wegspringen? Hey, ich will den scheiß Ornstein markiere. Es ist einfach, also es ist grauenvoll. Erstens die Kameraführung. Dass du oft überhaupt nicht nur deine Charakter siehst, um zu beurteilen, wann werde ich getroffen, wann muss ich ausweichen, nix. Punkt 1. Punkt 2. Du musst in dem Spiel ja quasi mit Anvisiere spielen, dass du überhaupt was triffst. Und dann kannst du noch nicht immer vernünftig die Leute anvisieren, weil der immer der Falsche anvisiert. Was war das dann jetzt? Ey. Jetzt hat er mich mit seinem fetten Bauch ingedrückt. Ah, wenn ich das Goldharz drauf mache, dann mache ich halt ein bisschen mehr Schade. Aber jetzt ja auch nicht so viel mehr Schade, dass ich den kaputt habe, bis der anerkommt. Ist jetzt die Frage, der erste Angriff mit dem Dash. Kann ich den mit dem Schild blocke? Vernünftig. Und zwar so, dass ich direkt im Anschluss den Angriff raushauen kann.
Jetzt macht er bestimmt sogar der andere. Ja, das kann ich. Geh weg jetzt! Der Anne, der lässt mich nicht durch. Und in dem Moment kommt der angedächt. Ey, ich kann doch auch nichts davor, dass der so dick ist, dass man an dem vorbeilaufen kann. Ich bin immer noch unsicher, ob es nicht vielleicht cleverer wäre, die andere Rüstung anzuziehen und dafür ein bisschen mehr manövrierfähiger zu sein. Dann könnte man halt vielleicht ein bisschen schneller weglaufen, so ein bisschen außen rum, ne? Ey, ich kann doch nicht mehr wie springe. Ich würde gern was trinken. Ja, ich krieg keine Zeit, was zu trinken. Alter, komm jetzt. Ich sehe nix. Ey, was? Ey, hopp, was will man da machen? Danke, dass man so viel Zeit hat zu reagieren. Seh nix. Ja. Anvisiere. Und dann geht die Kamera, keine Ahnung, irgendwo durch die Deck. Ich brauche auch einfach in der ersten Phase zu viel von den Flakons. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dort gar keine brauche darf, aber halt, keine Ahnung. 2 vielleicht. Ich hab keine Energie mehr. Shit. Ja.
Gut. Ja, ich habe schon gewusst, dass er mich ein paar Mal getroffen hat, aber ich habe gedacht, er hat mir nicht so viel Energie abgezogen. Für was habe ich dann eigentlich die Havelrüstung an, wenn ich dann trotzdem so viel Schaden nehme? Normalerweise müsste, keine Ahnung, jeder Schlag vielleicht einen Zentimeter Energie abziehen. Geil. Das hat nur wenigstens ein bisschen mehr Schade gemacht. Ey, ich hab's Schild hochgeholt. Ey, das ist doch scheiße mit denen zwei Gegner. Guck mal, hier ist noch eine Säule, die steht noch. Dieser scheiß verzögerte Sprung, ey. War da nicht noch eine Säule, die noch ganz ist? Ja, jetzt nimm ihn, ne? Warum habe ich jetzt nur 313 Schaden gemacht und davor 439? Kann man das auch noch jemand erklären? Ja, ich bin doch, ja gut, ich bin halt so langsam dafür jetzt, ne?
Jetzt kann ich nur halb Jahr lang um die Säule drumherum laufen, ey, aber irgendwann muss ich halt an der Motresse, ne? Geht die Säule hier noch? Ja, geht so nicht. Ja, irgendwann kann ich auch nochmal Angriff machen, Kollege, ne? Scheiße. Also den Gegner müssen wir auf jeden Fall ein paar Mal üben noch. Haben wir viel zu viel Kram verbraucht dafür. Ja, es ist auch wieder prädestiniert, jetzt hier drauf zu gehen, ne? Aufsteigen. Was, warten wir noch mal. Kondition. Kondition verbessert Belastung. Das heißt, als nächstes müssen wir vielleicht ein bisschen in Kondition gehen, ne? Oder hier Beweglichkeit für mehr Schaden. Was für ein Ding hatte ich? Goldsaum kaputte Dings, ne? Schwarzer Goldsaum Umhang. Goldsaum Handschuhe. Goldsaum Rock. Das kann weg. Wir haben doch Menschlichkeit geht, müssen wir eigentlich auch wieder ausrüsten können. Jetzt könnten wir theoretisch das Gerät hier benutzen, ne? Ich hatte gedacht, jetzt kann man irgendwie Schnellreisen machen. Das ist mir jetzt aber gar nicht wirklich angezeigt war, oder? Ach, wahrscheinlich erst, wenn wir bei der Tussi hier waren. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither. O chosen undead, I am Gwyneth, daughter of Lord. Since the day far I bequeath and beseech thee. Succeed, Lord Gwyn, thou shalt end it. O chosen undead, thou... Eid leisten. Jo, kostet nichts, oder? If thou may thou... Reden. The day father once lived and beseech a grave and indeed without fire. Please, thou shalt see. Please, thou shalt end see. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forth. Kann man hier irgendwelche Türen aufmachen? Nee, ne? Aha, jetzt können wir teleportieren. Geil.
Anor Londo haben wir erstmal alles. Well, fancy you did much for me up, you know, the gates, the old. Was that your? Yes, it seemed like an unlike. Well, am I pleased? There you are. I'll be heading. There's nothing worth. No worries. There you are. I'll be heading. There's nothing. No worries. So. Jetzt gucken wir mal. Dark Sun Quindolin, die haben wir jetzt aber noch nicht bekämpft. Wer soll das sein? Hier war jo weg, ne? Gut, ja. Hab ich hier irgendwas falsch gemacht, dass das Leuchtfeuer hier nicht mehr funktioniert? Jetzt könnte man halt in Sam's Fortress noch die Kamera Titanite Demons 1 bis 4. Kann man eigentlich hier sich zum Schmied teleportieren? Waffe verstärken. Aber Claymore ist hier auch nicht mehr drin, ne? Denn der kann ich jetzt aktuell nichts machen. Blöd. Geste erlernen. Gegenstand, Ausrüstung reparieren. Aber Momaris schadet ihm auf jeden Fall nicht. Sieht man hier irgendwo, wie viele Pfeile ich noch habe? Teleportieren. Kammer der Prinzessin. Wo ist denn die Kammer der Prinzessin? Feuer, Finstermondschrein. Aber jetzt hier zum Schmied direkt kann ich mich scheinbar nicht teleportieren, ne? Ich weiß halt auch nicht wirklich, wo diese ganzen Leuchtfeuer sind. Kammer der Prinzessin. Was ist denn das? Ah, das ist ja auch das. Okay. Dann
Finstermondgrab, wo ist das? Das ist hier unten in Anor jetzt aber ist ohne Scheiß. Diese Teleportationspunkte, die sind doch echt Tochter des Chaos. Das müsste beim Quällachs ohne sind. Die sind aber echt saudumm, die sind doch echt saudumm platziert. Oder warum brauche ich jetzt 2 Stück in Anor Londo? Ja, genau, das ist die ohne bei der Collision. Die Tiefen, wo kommen wir da raus? Ah, da unten in der Ecke in dem, okay. Und dann haben wir noch Gemeinde der Untoten. Was ist das? Ah, das ist beim... Ah, okay. Bezirk der Untoten und Gemeinde der Untoten weiß ich nicht. Man könnte hier jetzt nur noch irgendwie Safe Game anlegen. Ah, wir könnten nur noch gucken, was die Ringelger mache. Hier, Sonnenring, verstärkt Wunder, brauchen wir nicht. Wunder Synergie brauchen wir auch nicht. Geil. Schön, dass wir so viele Ringe haben, mit denen wir nichts anfangen können, ne? Ich bin jetzt tatsächlich noch gar nicht nur so davon überzeugt, dass das mit der Keule hier tatsächlich besser ist. Die macht natürlich schon ordentlich Schade. Ist schon ganz geil. Aber relativ langsam und macht jetzt auf der anderen Seite auch wiederum nicht so viel Schade, wie ich mir das eigentlich erhofft hätte. Und ich weiß jetzt wiederum nicht, wie ich hier am sinnvollsten runterkomme. Er kann ja wahrscheinlich auch in diese Dinger kann man nicht drin. Ach, ich habe oben den eine nicht kaputt gemacht, ne? Kann man hier rein? Nee. Hier kann man rein, da geht's aber hoch. Und ich würde hier gerne runter.
Ja klar kann ich jetzt hier quasi runterfallen, aber das kann hier wohl nicht der vorgesehene Weg sein, um hier runterzukommen. Ja, will ich nicht wissen, ja was. Wir legen hier jetzt mal ein Safe Game an, dann lassen wir uns runterfallen. Ich weiß halt nicht, ob wir das überlebe. Sehen wir dann, jo. Gut, also hier hinten in der Ecke ist so Zwischenpodest, da verlieren wir wenigstens nicht so richtig, also die Komplettenergie, also das kann man überleben. Aber geil ist es nicht. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin hier unten natürlich auch extrem schnell unterwegs. Oh, die Sense ist nicht schlecht. So, ich glaube 4 Stück gibt es von der Sort hier unten. So, das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt im Havelseigedöns anziehen, dann sind wir natürlich heillos zu schwer. Jo, da kann er noch nicht immer Rolle. Das heißt, jetzt müssten wir hier tatsächlich die Steinrüstung anziehen. Dann können wir zumindest so grob Rolle. Dann nehmen wir vielleicht auch ein bisschen weniger Schade. So, jetzt warte, wo ist denn der nächste? Wo ist einer? Der müsste aber eigentlich zwei sein. Ah, hier ist Prep, das ist gut. Wo ist dann die Brücke? Aber hier, ich habe gedacht, hier wäre 4 von diesen Titanit-Dämonen. Ich habe jetzt aber erst 2. Hier hinten noch einer, oder war ich hier hinten schon? War hier vielleicht der erste, den ich kaputt gemacht habe? Ah ne, hier ist noch einer. Guck, da ist noch einer.
Ah jo, natürlich gleich so Asi-Angriff. Shit. Wo kam das dann jetzt her? Ach du Hinne, den Dunkel habe ich nicht gesehen. Ah, wie dumm. Kann man die vielleicht ein bisschen vorlocken? Aber das kann doch jetzt wirklich nicht der Weg sein, den man hier runter machen muss. Sehen wir hier irgendwelche Gegner? Ja, aber die sind alle ein bisschen weit weg, ne? Yep. Mir wollte jetzt die Steinrüstung anziehen, ne? So. Nummer 1. Die Nummer 2 war, glaube ich, ganz gegenüber, ne? Schleppt der sich da jetzt wirklich daher, der was, ne? Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, dem anderen habe ich so ein bisschen was über 400 Schade gegeben und dem hier jetzt nur 300. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Geht's denn hier lang? Ach komm, wir machen jetzt erst die andere 2 noch, oder? Jetzt machen wir aber noch ein normal Safe Game. Import. Weil ich will ja dann schon jetzt gleich noch wissen, wo diese Treppe oder diese Leiter hingeht. Ja gut, hier aus diesem Ding wäre sie nicht rauskommen, ne? Da sind sie wahrscheinlich zu groß davor. Oder?
Ja, natürlich. In weiser Voraussicht habe ich ein Safe Game angelegt. Weil wie ich die zwei jetzt am geschicktesten mache, weiß ich noch nicht. Also wenn ich jetzt einfach reingehe und den einen bekämpfe, den bekomme ich dann schon down. Aber dann haut mir der andere halt die ganze Zeit Blitze ins Kreuz. Das ist dann schon ein bisschen riskant. Ey, das ist so dumm mit diesen zwei. Warum sind wir jetzt zwei Stück auf einem Haufen? Ich gucke jetzt, glaube ich, zuerst mal, wo ich bei dieser Leiter rauskomme. Vielleicht kann man sich doch von oben irgendwo runterfallen lassen, dass man quasi so Angriff, so Sturzangriff oder wie das heißt, machen kann. Aber die geht relativ weit hoch, ne? Das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob er mit der schweren Rüstung und dem Schild und der Keule, ob der da überhaupt die Leiter hochkommt. Ja. Weil mich interessiert jetzt schon, wo man hier rauskommt. So könnte man ja dann unter Umständen nach runter gehen. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ja, weit hoch. Okay, jetzt sind wir hier oben bei irgendeinem Riese. Alter! Was geht denn mit dem ab? Was geht mir jetzt hier? Grauer Brocken. Aber das ist jetzt das Sackgas, oder nicht? Und wenn das jetzt das Sackgas ist, wie komme ich denn dann wieder zurück überhaupt? Hier könnte man wahrscheinlich runterfallen, aber das will man ja wahrscheinlich eher nicht. Es ist jetzt, ich weiß nicht, komisch, finde ich. Vielen Dank, Karle Babraha 2603. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät. Oh ne, war eben erst. Gut. Jetzt hier. Ah, hier ist quasi jetzt so. Ah ne, doch nicht so, wie ich eben runter bin.
Ah, so kommt man dann wieder zurück. Okay, jetzt bin ich wieder hier ganz am Anfang. Ja, dumm. Knapp. Und jetzt müsste ich mich quasi in der Ecke wieder runterfallen und verliere die Hälfte meiner Energie. Geil. Ja gut, aber das scheint ja dann tatsächlich so der Weg zu sein, den man gehen muss, um hier runterzukommen. Das hat uns jetzt genau... Ja, das stimmt, aber ich muss ja ohne noch 2 Gegner machen. Die Punkte gäbe. Theoretisch. Jetzt geht er wieder zurück, der soll hier reinkommen. Und der vom Tor stehen bleiben. Spring doch jetzt nicht immer weg. Warum kann der eigentlich durch Wände schlagen? Aber dann schießt der andere von hinten wieder, das kann ich doch wieder vergessen. Neuer Versuch. Load. Warte mal, jetzt wusch. Hoppala. Hier um die Ecke ist der, ne? Das Problem ist halt der hinten in der Ecke ist und die ganze Zeit Blitze raushaut. Ich meine, dafür... Ich sehe nichts. Wenn ich gewusst hätte, dass der wieder in die falsche Richtung schießt, wäre ich nicht gesprungen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der mehr aushält als die anderen 2, die ich hier gemacht habe. Ja, natürlich springt er jetzt weg. Ey, der hält doch mehr aus als die anderen 2, die ich dort unten gemacht habe. Hier habe ich keine Ahnung. 5-mal getroffen, da waren sie kaputt. Wie oft habe ich denn den jetzt getroffen? Wenn die K 3 Punkte geben würde. Da muss ich mir echt irgendwas überlegen für den Not Death Run. Wie ich die 2 mache.
Die Mara 8 gefühlt mehr schade. Ja, jetzt springt er wieder weg, klar. Und der Anna kommt hinten auch angerobbt. Jetzt machen sie beide ihre Blitzrotz. Ah jo, jetzt sind sie beide da. Hinne? Ja, hier ist aber... Ah. Ja, aber das ist ein bisschen hoch, wenn ich von dieser Brücke runterspringe, oder? Da ich quasi auf die Brücke gehe, wird dann von oben so Sturzangriff machen. Aber das sieht mir ein bisschen hoch aus für so eine Geschichte. Wie war man da dann nochmal hinkommt, theoretisch? Da muss man, glaube ich, hier einfach weitergehen, dann geht's rechts irgendwo rein, ne? Aber... Oder die Brücke. Ich bin gesprungen. Gesprungen bin ich. Aber der ist doch jetzt wirklich schwieriger zu bekämpfen als die anderen zwei. Wenn ich dem Habelseit-Ding anziehe, da kann ich mich nicht mehr bewegen. Kann man auch knicke. Zack. Load. Gut, das haben wir jetzt schon 10 so gemacht. Da müssen wir uns jetzt mal was anderes überlegen, weil wenn wir das jetzt noch 10 so machen, geht das ja wieder so aus, wie es eben Ausgang ist. Wenn wir dort hochgehen, mit diesem Sprungangriff, das könnte man halt nur noch ausprobieren. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass uns das auch nicht weiterbringt. War das hier? Ja, ne? Ja. Okay. Fast. Fast wäre es in die Hose gegangen. So, hier noch nicht. Hier müssen wir irgendwie noch weiter. Naja, genau, hier war noch mal so Gedöns. Ah, hier war Fall. Kam hier nicht jemand rein? Oder auch nicht? Ah, hier, genau, den Kollege hier. Hä? Ey, die ging doch beim letzten Mal auf. Reicht das hier schon? Nee. Wahrscheinlich muss hier die Kugel runterkommen, ne? Um das Ding kaputt zu machen. Ja, aber ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie wieder ganz hoch zu schlappen. Ach, guck, hier oben ist noch so was Interessantes drin. Hartstahlring. Das hört sich zumindest mal interessant an.
Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Eigentlich ganz geil, glaube ich. Wobei ich gestehen muss, meine Hoffnung war eigentlich, dass ich jetzt hier oben von wo kommt hier jetzt? Ah, aus dem Eckelche hier. Kommen hier jetzt noch Bälle runter? Ja. Gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die beste Rüstung für die Geschichte hier. Aber mir packe das. Ist nur die Frage, wo muss der jetzt runter, um ohne die Wand kaputt zu machen? Also hier runter muss auf jeden Fall nicht. So, hier haben wir jetzt so ein Ding runtergeschickt. Und hier runter. Den ich dann auch nicht, aber keine Ahnung. Ich drehe das nur noch eins weiter. Jetzt geht ja nur links, ne? Ja. So, hier, ne, hier war das. Hier war es, glaube ich, vorher. Und hier müsste doch dann eigentlich das sein. Ach, guck mal, hier kann man auch hochgehen. Okay. Hier, hier war ich auch schon mal. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Das hätte doch dann eigentlich hier sein müssen mit der... Ah ja, hier ist auf. Okay. So, und hier unten müsstet ihr jetzt irgendwie rumlungern. Ey, das ist aber hundertprozentig zu hoch, als dass ich da nicht drauf gehe würde bei. Ja, wir gehen schon hundertprozentig drauf. Ah jo. Manche Knicke. Tja, ihr Leute. Also da müssen wir uns auf jeden Fall für den Montag was überlegen. Wie wir die zwei Typen hier noch machen. Und zwar müssen wir die eigentlich auch so machen, dass wir in so einem No-Death-Run nach Möglichkeit relativ sicher da durchkommen und das kein so Glücksspiel ist. Ah, jetzt wird er mich halt wohl nicht getroffen, hinter der. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ihr Leute. Ich würde sagen, für heute packen wir es noch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen erholsamen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und am Montagabend sehen wir uns und dann machen wir die 2 Titanit-Dämonen hier noch. Und gucken wir, wie wir dann weitermachen. Also, bis dann. Ciao.